Anina Schwaninger, ich bin 18 und mache FMS in Schaffhausen. Für mich bedeutet Christsein, zu wissen, dass es einen Vater gibt, der dich bedingungslos liebt, der dein Leben schon geplant hat und wo du blind vertrauen kannst. Und auch ein Gott, mit dem du eine Beziehung aufbauen und mit dieser Beziehung oder auch als Charakter wachsen durch die Beziehung. Und dann sicher auch, dass man die Liebe, die man von Gott bekommt, auch weitergeben kann. Ich lebe den Glauben vor allem im Alltag aus, indem ich mich so ein bisschen an den Vers «Liebe deinen Nächsten wie dich selbst» so ein bisschen halte. Das ist eigentlich wie so ein bisschen ein Leitfaden für mich in meinem Leben. Und das bedeutet auf der einen Seite, dass ich versuche, das Licht, das ich von Gott bekomme, meinen Mitmenschen weiterzugeben und meine Mitmenschen so gut zu leben, wie ich noch kann. Und auf der anderen Seite aber auch die Liebe kennenzulernen durch zum Beispiel Gebet und durch Bibel lesen und die Liebe auch selber anzunehmen. Und ich glaube, was ich sicher besser machen könnte, ist zum Beispiel auch in stressigen Momenten dann doch mit Liebe handeln und dann vielleicht auch gerade dann zu Gott gehen und ihm vertrauen, dass er mir Ruhe und Frieden gibt und ich mir dann nicht so viel Sorgen machen muss. Und dann sicher auch muss ich lernen, diese Liebe auch wirklich anzunehmen und anzunehmen, dass ich genug gut bin, ohne dass ich noch irgendwie Anerkennung von anderen Menschen suchen müsste. Ich glaube, ich würde die anders machen, wenn ich nicht Christ wäre. Ich glaube, grundsätzlich wäre sicher auch meine Werte ganz anders. Ich würde nicht so viel Fokus darauf legen, auf Dankbarkeit, auf Wertschätzung, auf Nächstenliebe und Großzügigkeit. Ich glaube, ich würde vielleicht viel eher mich auf das Negative konzentrieren, statt mich auf das Positive zu konzentrieren. Und wäre vielleicht sicher auch viel weniger dankbar für das, was ich kann. Und ich glaube, ich würde auch ein Leben führen, das viel mehr auf mich fokussiert wäre. Und ich wäre, glaube ich, die ganze Zeit daran zu suchen, eine Anerkennung zu finden und würde jetzt nicht die, wie ich jetzt versuche, bei Gott zu finden. Ich glaube, das Evangelium spielt eine Rolle in meinem Handeln, indem ich versuche, die Welt durch Gottes Augen anzuschauen und ja, das Positive zu sehen und auch die Schönheit der Welt zu sehen und die sicher auch meinen Mitmenschen aufzuzeigen oder weiterzugeben. So eine Art, die ich für mich herausgefunden habe, die mega gut funktioniert, ist es so einfach durch Kleinigkeiten, die jemandem Freude bereiten oder Liebe verbreiten. Das kann zum Beispiel auch noch schon sein, jemandem einen Kaffee zu spendieren oder Post-its aufzuzeigen, die ermutigend sind, oder mich mal wieder zu bedanken bei Leuten, die ich schon lange nicht mehr oder ja, wo einfach das Gefühl haben, sie haben es mal wieder verdient zu hören, wie dankbar ich für sie bin. Und ich finde es mega schön daran ist nicht nur, also wenn du siehst, wie jemand sich freut, erfüllt sich dein Herz selber auch mit mega viel Liebe und mega viel Freude.